Hier im feindlichen Lager der Bocklins, Moblins oder wer auch immer die hier heißen bei Twilight Princess HD. Sie haben in der letzten Folge noch ein Herz bekommen, den wir das Schwein hier geschlachtet haben. Irgendwie ganz crazy. Obwohl, war ja schon gebraten, von dem her nichts Besonderes. Und jo, wir haben noch einen Schlüssel erhalten, aber wir wollen ja eigentlich da zum Tempel, sprich zum Wüstenkoloss. Also zumindest war es ursprünglich nochmal. Weil er jetzt das Ocarina of Time 7 noch verändert. Vor allem die ganzen Säulen und so weiter. Sieht ja noch interessant aus. Jo. Wollen wir eben durch. Das Problem ist, wir müssen da, also wir brauchen wieder mal so ein Schwein, um da durchzukommen. Ich glaube, der hat sogar welche, wa? Kann das sein? Jo, da hat's eins. Geil, holen wir direkt mal. Hä, wieder zu jetzt einfach? Hä? Wieso? Ich habe das ganze Schloss geöffnet. Okay, crazy. Gut, da haben wir das Teil, ja. Boah, Alter. Du gibst auch nie auf, wa? Haha. Findest du nicht cool, wa? So, aufpassen, wenn der einen trifft, ist das La Vista Baby. Ja, versuch's nur. Ich mach dich platt, Mann. Ich war unbesiegbar und du hast mich gedemütigt. Guck dir nur meine Hörner an, was sagst du dazu? Stirb? Hat man schon wieder einen... Okay, so blocken kann er, aber das kann nicht blocken. Wisst ihr was, ich bin mal jetzt ganz fies. Was? Nein, ich hab doch... Lebt immer noch. Mal blank ziehen versuchen. Also das Versuchen ist bei dem gar nicht so schwierig. Ach du Scheinkleist. Okay, man sieht's. Heldenmodus, doppelter Schaden. Hat mit Gun auf Amiibo wäre ich bereits down. Ich habe 2 Feenfreunde, ist also kein Problem. Ich kann ruhig ein bisschen was riskieren. Rundumhieb ist schon geil, aber versucht er nicht zu viel. Weil es niemand wieder angreifen kann. Hält der was aus, ey. So, dann langsam Feierabend hier. So, hast du genug? Ich bin noch stärker, check's einfach mal. Du bist ein Arsch, Mann. Ich war doch nett zu dir. So, kann ein bisschen leid tun. Okay, haben wir geirrt. Wir tun mir überhaupt nicht leid. Was für ein Penner, ey. Finde ich jetzt nicht nett, muss ich jetzt mal zugeben. Was riecht denn hier? Nein, ich will raus hier. Ich eigentlich auch, wenn er ehrlich sein soll. Ja. So viel dazu, was ich schon erwähnt habe, ich habe keinen Bock auf den. Das hyruleanische Wappen. Wir sind da, Freunde! Beim großen Tempel. Wie sieht eigentlich jetzt genau aus mit Herzen? Uns fehlen noch 2 Herzen im kompletten Herzcontainer. Den kriegen wir ja hier drin. Dieser neuer Tempel und so weiter. Da 2 Herzteile. Sehr schön. Ich glaube, dahinter brennt es immer noch. Wow, kommen wir mal wieder zurück. Ist mir eigentlich egal. Der nächste Tempel. Der Sun-Tempel. Einer meiner Lieblingstempel überhaupt hier bei Twilight Princess. Wieso Gegner? Oh. Ja, was ich sagen wollte, mein Lieblingstempel, der ist ziemlich geil. Wir werden noch viel Spaß damit haben.
Das Mal will ich das Viech hier platt machen. Und die Seele holen. Die Seele gehört mir. Ja, so viel dazu. Nö, passt schon mit, ne? Du frage mich jetzt halt gerade, okay, da kann man wieder was erscheinen lassen. Okay, mit, ja, aber... Ich habe erst 2 von 11 Geistseelen hier. WTF, wo sind die anderen? Weil in der Wüste waren wir doch schon. Also kann man uns hier überall nachts in der Wüste verstreuen, noch ein paar Dinger sind. Der offenbar schon. Natürlich die Frage ist, sollen wir nochmal zurück in die Stadt zurückkehren und dann irgendwas anderes machen, aber weiß nicht, Leute. Jetzt wird bereits der nächste Tempel anstehen. Ich meine, klar, Bomben abgewählt, so das ganz große Abgewählt können wir noch holen, theoretisch, aber natürlich ein paar Rubinen reintauschen. 50 Rubine, sehr schön. Dann mal betreten war. Ach du Scheibenklar, sieht es nie aus. Ziemlich übel. Ja, gemäß Kader sind allerdings soll es hier selbst 4 Geisterseelen haben. Oh nee, sagen wir jetzt bloß nicht. In alten Tempel gibt es noch Geisterseelen. Oh Mann, oh Mann. Ja, gut. Nee, jetzt haben Part gerade begonnen, obwohl das Part 40 wäre eigentlich noch ziemlich episch jetzt. Also, so um 4 hat er gerade, was ist jetzt los? Ja, man merkt, ich bin gerade überlegen, was wir dann noch machen könnten. Vorher, man kann noch ein bisschen was Aufschub holen und so weiter und so fort. Vielleicht doch noch gucken, ob wir jetzt das Wolf hier, so wie es Midna im Prinzip, also nicht Midna natürlich, sondern die Karte halt uns irgendwie vorgibt, dass hier noch irgendwie etwas wäre, wa? Dass uns jetzt halt doch ein Wüstenkoloss erst für den nächsten Part aufsparen. Das ist natürlich mit der... Ja gut, ich denke natürlich, da unten gibt es auch noch ein paar Geisterseelen. Das könnte noch sein. Oh, wohl ist da unten direkt eine. Oh, das ist ein Goldinsekt. Ne, das ist ein Goldinsekt, verdammter Mist. Also die Frage ist, ob sie bereits haben oder noch nicht. Eintagsfliege! Da bin ich jetzt nicht so sicher. Haben wir die schon oder haben wir die noch nicht? Nö, wieder ein neues Pärchen. Ach, ist das nicht schön, Leute? So, das Wolf, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Tempel können wir bereits machen. Okay, gecheckt. Vorne ist wieder etwas. Wieder ein Insekt. Ja gut, ich habe ja die Eintagsfliege schon, also die natürlich auch. Verdammt, wird bereits wieder Tag. Oh. Man kann es echt sein, weil gemäß Karte soll sie hier 11 Stück haben, war insgesamt. 2 habe ich, eine war hier oben. Dann 4 schauen noch im Tempel, dann haben wir 6 und 5 vielleicht sogar in der Drillhöhle selbst noch. Ja, ein bisschen viel, wa? Ja, wollen wir gerade umdrehen. Schön, Game Over. Gefällt mir. Wir sind jetzt wieder hier. Und 2 Herzen abgezogen. Natürlich, so sehe ich auch aus. Aber gut, die Truhe können wir sowieso erst nach dem übernächsten Tempel, also nicht am Wüstenkolossi, sondern nach dem Tempel, der danach kommt, holen. Der Tag also sowieso ein Problem, um irgendwelche Geistseelen zu suchen. Nee, bringt nichts. Ihr könnt zwar hier noch mit dem Teil durch, also sprich mit dem Warzenschwein, da bringt überhaupt etwas. Eine andere Frage, wie kriegen wir überhaupt hier eins hin? So ein Wildschwein.
vermutlich sowieso nichts. Gut, machen wir anders. Wir warten uns mal und zwar holen wir uns jetzt mal das Wasser. Da sprich natürlich das Quellwasser, das heiße. Denn das wollen sie ja in Hyrule noch. Lass mal ganz kurz noch testen, wie es eigentlich damit aussieht. Ich muss mal hier, oder? Der kennt mich ja sofort, die darf mich hier gar nicht verwandeln. Obwohl, hier unten sind wir keiner. Gut, mitten hat es geschnallt, sehr schön. Haben wir hier noch eine Abkürzung, jo. Die wir uns ja selbst gemacht haben. Direkt in die heiße Quelle. Lalalala. Da hat noch ein bisschen was. Ah, okay. Quellwasser. Dann haben wir aufgefüllt. Das kann jetzt einfach nur noch Wasser, okay. Da ist ein Blickfeld von an, damit man teleportieren kann. Dann schnell. Nein, nicht Wolf. Warpen, dankeschön. Schnell hier hin. Das müsste eigentlich klappen. Eigentlich. Jetzt bin ich hier wieder mal schnell transwarpen. Oder ja, transformen. Und das was. Ist ja gerade richtig da rechts oben, das ein normales Wasser ist. Ne, komm, das muss noch Quellwasser sein. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, welcher von diesen Kronen wollte Quellwasser. Der im Süden oder der im. Ne, ich glaube, der im Westen war es, wa? Ich weiß es nicht mehr, sag es mir doch kleiner. Am westlichen Tor, okay, stimmt das soweit? Nee, ja, ja, schön. Ich wollte gar nicht mit dir quatschen. Lalalala. Das wäre normales Wasser, echt. Das ist ja doch. Also sprich Quellwasser durch Porten wird das dann doch zu normalem Wasser. Ist ja total scheiße. Das Problem ist doch so, ich weiß gar nicht, wie lange ich überhaupt Zeit habe. Dann sind die Viecher wieder da. Fliegende und Schießende. Im Zickzack wie bei einem Krokodil auf der Flucht. So, müssen eigentlich reichen. Die Brücke ist eingebrochen, müssen wir eigentlich erneuern. Ja. Also bringt das doch nichts, wa? Ach du Scheiße, klar ist die Brücke reparieren. Wieso zum Beispiel hat das jetzt nicht geklappt? Das ist natürlich eine andere Frage. Müssen wir mal ganz kurz gucken, Leute. Ich bin nochmal zurück nach Kakariko, weil sowieso nochmal ganz kurz hin. Nämlich wegen der dritten Bombenart. Die müsste doch jetzt eigentlich auch funktionieren. Eigentlich wohlgemerkt. So, voll sind wir ja. Also wieder transformen. Wo, bitteschön, wo sind hier Leute, die mich sehen? Ja. Ja, der Typ ist es, glaube ich, wa? Samsala, damsala, bumsala, ramsala.
Hey, wenn man schon lange Klasse herkommen würde, das habe ich schon gesehen, einer von meinen kleinen Schwerkannis, oder? Gut, wir haben eine Brücke durchgeführt, eine kleine Spende, Ich glaube, auch hier braucht es insgesamt 1000 Rubinen, damit das klappt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, willkommen im Maromarkt, Mann! Die Preise sind Wucher, wir brauchen das Geld, komm schon, wir haben einen Rettungsplan! Zerstörte Brücke und so, bitte hilf uns! Nur noch 1000 Rubine, jo. Erstmal 600. Brauchen wir aktuell eigentlich nichts. Okay, kann man die jetzt eigentlich auch schon reparieren? Jetzt muss man gucken. Wir haben natürlich noch ein paar Insektenpaare neue. Das könnte also eigentlich auch schon klappen. Vielleicht nachher. Nochmal, jemand braucht doch irgendwie... Ach, ich bin mir aber sicher, dass jemand Quellwasser selbst brauchte. Was ist doch der im Süden? Der sagte, was er irgendwie stärker werden möchte und so, aber wenn ihr mehr braucht, dann wird das andere Problem. Ah, guck mal, er hat bereits die 3. Sorte von Bomben. Verdammt. Erstmal hier natürlich verkaufen, weil wir brauchen ja 3 Sorten. Ja, ich will gerne hier. Die sind noch voll. Lassen noch die mal direkt. Ich gebe ihm die. Nee, doch, geben die hier. So. Erstmal Bombenkäfer holen. Ich glaube, sie brauchen für die Story selbst, also zum Durchspielen vom Spiel brauchen wir sie nicht unbedingt, diese Bombenkäfer, sind ja praktisch. Anderen Spielen kennt man sie auch, so Kabelminen und so weiter, ist im Prinzip das Gleiche. Alter, was für Urpreise. Aber hey, hat geklappt, wir haben jetzt 3 Sorten von Bomben. Die gibt es aktuell echt nur 10 Stück, da gibt es 30 und da gab es 15, wa? Egal, Hauptsache wir haben alle 3 Sorten. Fehlt echt nur noch das Upgrade, das sprich halt die doppelte Anzahl, aber da mache ich auch erst ein bisschen später. Dann geht er zum gleichen Zeitpunkt wie das mit dem Pfeil-Upgrade, so sprich mit einem großen Köcher. Das wird doch eigentlich passen. So, jetzt werden wir bitte mal hoch. Ja, ja, ja. Au, 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 das tut weh. Ja, so weh. Ja, das ist doch... Ich bin mal gespannt, hey. Sieht eigentlich echt blau aus. Müsste das Quellwasser, wird noch als Quellwasser betitelt, okay. Doch, hatte ich eigentlich vor, mich hier zu transformen. Na komm schon, mit nah. Hier sieht man doch gar keiner. Oh. Nochmal zur Info, hier sieht mich keiner. Also manchmal mit nervt es mich schon ein bisschen. So, jetzt aber. Versuchen wir es nochmal im Süden ganz kurz. Eben, sollte mich erinnern, müsste das eigentlich schon etwas bringen. Aber natürlich wie gewohnt, Fragen über Fragen. Hab ich recht oder auch nicht? Und was tue ich hier überhaupt? Das ist eine andere Frage. Scheiße.
Es ist echt nur noch Wasser. Das gibt's doch einfach nicht, hey. Wie mache ich das in den Kakariko? Da müsste ich... Ich meine, klar, hier ist Kakariko, ich hole mir das Quellwasser. Epona steht schon bereit. Dann renne ich hier durch, das dürfte klappen. Aber hier ist das Problem, dass die Brücke noch nicht steht. Das heißt, ich muss erst bezahlen, damit die Brücke repariert wird und dann kann das Quellwasser bringen für den Süden oder was? Das ist mal total scheiße. Okay, ist ähnlich wie damals bei Ocarina of Time mit dem... Ja, ich erwähne Ocarina of Time ziemlich oft, war im Zusammenhang. Sag's mal so, bei Anspielen gab es auch so Mini-Quests und so weiter, als Beispiel Ocarina of Time halt, da gab es mit dem Bigoren-Schwert so eine Questreihe, da durfte man sich ja auch, muss man irgendwie bestimmte Güter halt, sag ich jetzt mal, muss man dann transportieren, sei es irgendwie die Froschaugen oder der Echsenpilz und so weiter. Und so weiter und so fort, und wenn man das halt auch durchs Teleportieren gemacht hat, das Lied, dann das Spiel auch gesagt, nö, cheaten, Zeit abgelaufen. Dort war halt der Vorteil, haben wir halt gesehen anhand der Zeitanzeige, wie viel Zeit man überhaupt noch hat. Aber hier, nö, kein Plan, wie lange, aber noch Zeit. 1 Minute? 10 Minuten oder 10 Sekunden? Naja, ist auch egal. Die Eintagsfliege, guck doch mal. Ah, bist du's wirklich? Die Eintagsfliege will mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wieder kommen kann. Danke, danke, ich bin so happy, Mann. Hier ist mein Glück. 50 Rubine ist der Glück. Ja, dann direkt mal den Partner davon. Ich bin so happy. Das Paar komplett, Mann. Oh, guck nur. Sehr schön. 13 Insekten fehlen noch. Tust mir den Gefallen? Na, versuch's mal. Gibt nochmal 100, nachher nochmal 150. Danke, danke, bin so happy. Ah, das Paar ist komplett. Guck nur mal, mit dir zu teilen. Und Rubine. Geil, Mann. Stempel Aknet erhalten. Yeah, weiter Stempel. Noch 12 Insekten. So viele fehlen echt nicht mehr. Also ich muss zugeben, jetzt sind wir gerade mal bei knapp Paar Nummer 40. Wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich früher so gezockt habe, Twilight Princess. Im Durchschnitt 40 Parts in 20 Minuten, oder? Sprich etwa 800 Minuten und so weiter. Das ist von dem her echt eigentlich nicht so übel. Das sprich halt, dass er trotzdem in der, sag ich mal, relativ kurzen Zeit trotzdem schon so viel erreicht habe. Ja, ich weiß, andere wären dann natürlich viel schneller und so weiter, ist klar. Ich war eigentlich bisher eigentlich nie so der Speedrunner. Von dem her, gar nicht mal so übel. Libelle! Ein Libeldra! So, jetzt haben wir genug Geld. Für die Brücke, die könnte ich jetzt also bereits reparieren lassen. Wir haben jetzt 400, mal gucken, wie viel kann ich überhaupt jetzt in der Geldbörse? 1000. So viel kriegen wir sicher nicht in den Tempel zusammen. Das heißt, wir von dem nach aufgehen, wenn ich halt das Geld erst nach dem Tempel dann abliefere. Und dann nochmal das mit dem Quellwasser weiterbringen, weil eben das war der im Süden hier. Also der im Westen wollte, dass die Brücke repariert wird, das kriegen wir mit den 400 Rubinen noch hin. Danach kann ich den Weg da als Abkürzung nehmen, dann können wir hier runter. Das klappt soweit eigentlich auch, zumindest gemäß dem Gedankengang gerade. Auch eigentlich auch nicht, vielleicht das noch. Später dann. Wow. Okay, das ist aber echt schnell. Dass es schon wieder hier ist. Du wolltest ja auch Quellwasser haben, wa? Genau, aber eben das kann ich nicht teleportieren, das klappt nicht. Das heißt, ich muss doch ein Kakariko nehmen, mit Epona aufschwingen, dann hier rüber, weil die Brücke repariert ist, hier rüber, da runterbringen und zack, hätten wir es. Wir nachher hier nehmen eine Abkürzung von der Hyrule eben direkt nach Hyrule Stadt.
Jo, passt eigentlich, wa? Geil, machen wir so, aber eben erst nach dem Tempel dann. Ein bisschen weg hier, weil jetzt will ich es echt so machen, Leute. Part 40, wie gesagt, und ich will im nächsten Part bereits im Tempel beginnen. Im 4. Tempel hier von Twilight Princess. Und es gibt noch so viele Tempel mehr und ach, es wird noch geil. Ich bin jetzt mal gespannt, was müssen wir jetzt noch alles machen, was sie bereits gemacht? Das ist jetzt eine gute Frage. Weil das Turm müsste eigentlich auch auf sein. Ja, dann wieder richtig, ist klar. Okay, Bocklins sind nicht mehr da, dafür die Wildschweine, die gerade ihren eigenen Kameraden fressen. Wo ist auch nicht schlecht. Die andere Frage ist noch für uns, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Hallo, Link hoch. Okay, Link will nicht. Ja, ist gut, ich hab's kapiert, will's nicht. Lalala. Ist hier alles abgefackelt oder haben wir Glück? Im Unglück. Es sieht schon ein bisschen leer aus. Jo, Gegner sind auch weg. Okay, man wird doch alles sehr viel einfacher, Leute. Ab zum Wüstenkoloss. Ist wieder da. Schön. Multitappen. Wieder transformen. Und im nächsten Part geht es dann hier, wie gesagt, im Wüstenkoloss direkt weiter. In diesem Sinne wieder mal, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.